Mr. LeJeune, Mr. Fellows, Miss Blair zum ersten Akt bitte auf die Bühne. Ich wünschte nur, Sie wären alle schon auf der Bühne. Ach was, sie wird sich schon zusammenreißen, jetzt wo wir eingeläutet haben. Wo sie doch weiß, dass sie in 5 Minuten auf der Bühne sein muss. Was meinst du? Was meinst du? Du kennst doch Dottie. Ja, wir sind erst einen Monat unterwegs. Wenn sie nur antworten Wenn würde. sie nur die Tür aufsperren würde. Hör zu, wenn Dottie nicht auftritt, Nicht auftritt. sagte Sie Wendy. wird aber auftreten. Ja, natürlich. Oder nicht? Sicher wird sie auftreten. Aber wenn nicht, Sie muss auftreten. wird sie ja auch. Aber wenn nicht, Dann hätte ich 5 Minuten Zeit, mich umzuziehen. 4 Minuten. wenn sie nur etwas sagen würde. Ich versuch's nochmal. Lenkt wenigstens von den eigenen Problemen ab. Ist sie weg? Lloyd! Ich wusste gar nicht, dass ich heute herkommen wollte. Wollte ich auch nicht, will ich auch nicht. Na jedenfalls, Gott sei Dank, du bist da. Ich bin nicht da. Dottie und Gary. Es darf niemand wissen, dass ich hier bin. Nein, aber Dottie und Gary. Ach, versteckt irgendwo. Okay, sie haben sich gezankt oder was weiß ich. Kurz vor der Ecke ist der Blumenladen. Die Säuge ein paar Blumen. Irgendeinen Strauß, der was hermacht. Okay, und jetzt hat sich Dottie in ihre Garderobe eingeschlossen. Aber pass auf, dass Poppy die Blumen nicht sieht. Und sie will mit niemandem sprechen. Die erste Vorstellung endet kurz nach 5, ja. Die zweite beginnt um 19:30 Uhr. Ich möchte zwischen den beiden Vorstellungen allein und ungestört mit Blumen in ihrer Garderobe sein. Um 19:25 Uhr geht mein Zug zurück nach London. Lloyd, ich versuche die ganze Zeit dir klarzumachen, dass vielleicht gar keine Vorstellung stattfindet. Wieso? Sie ist doch nicht schon ausgestiegen, oder? Wir werden nicht aus ihr schlau. Sie hat sich in ihre Garderobe eingeschlossen und sie will mit niemandem sprechen. Hast du schon das Dealzeichen gegeben? Ja, Ach, ich kann es doch nicht in 5 Minuten machen, das ist technisch unmöglich. natürlich ist das nicht das erste Mal, dass sie mit Gary Krach hat. Brooke hat Krach mit Gary? Brooke? Nein, nicht Brooke, Dottie. Dottie. Ich meine, sie hat doch diesen berühmten Krach in der vorvorigen Woche. Ja, als wir das hast du mir schon am Telefon erzählt. Sie ist doch mit diesem Typen von der Zeitung ausgegangen. Mit der Zeitung, ja. Ja, aber weißt du, dass Gary gedroht hat, ihn umzubringen? Ihn umzubringen, ich weiß, ja. Hör zu, sie macht dir keine Sorgen wegen Dottie. Hast du schon zum ersten Akt gerufen? Erster Akt. Und pass auf, dass Poppy auch nicht die Blume zieht. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Wir werden nicht pünktlich anfangen können. Nichts erreicht. Belinda versucht es gerade nochmal, aber ich glaube, ich warte noch mit dem Klingelzeichen. Gell? Ist das für mich? Nein. Christi! Oh, Wo hast du die gefunden? Tatsächlich? Doch nicht erzählen. Du, lieber Gott, jetzt versteckt er sie schon hier. Ich tue sie irgendwo hin, wo er sie nicht findet. Nein. Du weißt doch, wie Dottie ist, wenn sie so ist. Freddy versucht's gerade. Oh Gott. Versteckt er sie schon hier? Nein? Nein, Na, sehr lange hast du es ja nicht versucht, mein Schatz. nein, weil... Oh je. Jetzt versteckt er sie schon hier. Nein, Gary kam furchtbar aufgeregt aus seiner Garderobe gestürzt. Ich konnte nicht genau verstehen, was er sagte. Ich habe bei Gary oft das Gefühl, irgendwas nicht ganz mitbekommen zu haben. Du weißt, wie schwer ich mich immer mit solchen Dingen tue, aber ich glaube, er hat gesagt, er will mich umbringen. Mein armer Liebling. Ich dachte, ich verziehe mich lieber. Ich möchte an einer Katastrophe nicht schuld sein. Vielleicht hätte ich ihn fragen sollen, ob ich ihm helfen kann. Es ist ihm nicht zu helfen, wenn er so ist. Ja, aber er tritt doch auf. Gary? Gary tritt auf. Natürlich tritt er auf. Ja, wie kommst du darauf, dass Gary nicht auftritt? Ja, wenn du für Gary übernehmen musst, dann kann Poppy nicht für Dottie übernehmen. Denn wenn Poppy für Dottie übernimmt, wirst du soufflieren müssen. Ach du lieber Himmel. Geld? Geld? Ist das für uns? Nein, das ist für... Du lieber Himmel. Ein komisches Mädchen, unsere Dottie. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Gestern Nacht war sie nur völlig normal. Gestern Nacht? Ja, sie hat mich nach der Vorstellung noch mit auf einen Drink in irgendeine Bar mitgeschleppt. Sie war mit dir? Du warst mit ihr? Ja,
Sie hatte ungeheuer viel Verständnis für meine ganzen Schwierigkeiten. Ja, sie ist danach sogar noch mit auf einen Kaffee mit zu mir raufgekommen und hat mir von ihren Problemen erzählt. Bis 3 Uhr morgens ist sie geblieben. Ich möchte nicht wissen, was sich meine Wirtin gedacht hat. Und noch was. Nicht noch was, Herzchen. Wo ist Selsten? Es scheint, dass unser guter Freddy das Ganze verursacht. Selsten? Er ist nicht in seiner Garderobe. Du lieber Gott. Du lieber Gott, das Lilizeichen. Gib du das Lilizeichen, ich hole Selsten. Und was soll ich tun? Du, Schätzchen, machst gar nichts. Du hast schon genug getan. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Er will jemanden umbringen. Selsten will jemanden umbringen. Gary! Selten? Er ist verschwunden. Ach du lieber Himmel. Blumen. Ach, die Sind die für mich? Ach, Tim, das ist aber süß weißt von du. dir. Ist das nicht süß von ihm? Sehr süß. Schau mal rasch in der Kneipe nach. Halt mal. Ich nehme ihn. Ach, das Klingelzeichen. Einmal. Ich glaube, Poppy hat es bereits gegeben. Sie hat 2 Minuten gesagt, ja? Ich werde 1 Minute sagen. Meine Damen und Herren, die Vorstellung beginnt in 1 Minute. Nee, ich glaube, sie hat gesagt 3 Minuten. 3 Minuten? Ich habe gesagt 3 Minuten. Sie hat gesagt 3 Minuten. Ich glaube, ja. Einmal. Meine Damen und Herren, die Vorstellung beginnt in 2 Minuten. Na, was erreicht? Nein, aber sieh mal, was ich gefunden habe. Sie war ganz raffiniert hinter dem Feuerlöscher versteckt. Kein gutes Zeichen. Ich nehme sie an mich. Ja, und stell sie irgendwo hin, wo sie niemand sieht. In der Kneipe ist er nicht. Hast du im Konversationszimmer nachgesehen? Ja, Ich sehe nochmal nach. und jetzt? Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 2 Minuten. Ich glaube, Tim hat bereits gesagt 2 Minuten. Er hat 2 Minuten gesagt. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung beginnt in 1 Minute. Himmelarsch, was geht hier vor? Lloyd? Großer Gott. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich bin auch nicht hier, ich bin in London. Aber ich kann nicht da unten sitzen und mir das anhören. Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten, in 2 Minuten, in 1 Minute, in 2 Minuten. Schätzchen, wir haben hier hinten das totale Chaos. Wir haben ein totales Chaos da draußen. Das ist eine Nachmittagsvorstellung, Schnuckiputz. Da draußen sitzen lauter Rentner. Die Vorstellung beginnt in 3 Minuten. Alle stürzen in den Toiletten. Die Vorstellung beginnt in 1 Minute, alle stürzen wieder zurück. Es ist wie beim Fliegeralarm. Lloyd, ich muss mit dir sprechen. Sag mir nur ein Schnucker, ich Ich habe versucht, dich anzurufen. drück Druck auf. Brooke auftritt? Du drückst doch auch nicht da. Bitte? Alles in Ordnung, Brooke? Mit wem? Na, also die klingt ja so wie immer. Lloyd! Was ist denn das? Noch eine. Ich habe im Konversationszimmer auf dem Boden gelegen. Du hast im Konversationszimmer auf dem Boden gelegen. Ja, um sich zu entspannen. Und da habe ich sie hinter dem Hals gehalten. Gott, er versteckt sich aber auch wirklich überall. Ich stelle sie irgendwo hin, wo er es nicht finden kann. Ja, ist im Berufsgarderobe, da schaut er bestimmt nicht nach. Halt, was ist denn das? Ach ja, entschuldige. Tim hat sie mir geschenkt. Wem hat sie den geschenkt? Leute, ich muss dir was sagen. Danke, für heute habe ich genug gehört. Und das machen wir mit Dottie. Nein, Ja, und mit Gary? nein. Mit Selsten. Hör zu, ich glaube, an diese Vorstellung soll den Regisseur nicht mehr rühren. Spielt einfach drauf los. Ich werde da draußen sitzen im Dunkeln mit einer Tüte Erdnüsse und mich amüsieren. In 1 Minute ist das letzte Zeichen, falls euer Gedächtnis so weit zurückreicht. Ich dir wirklich
Dir fehlt doch nichts, Herzchen, oder? Nein, ich konnte mich hinten nicht konzentrieren. Bei dem Geschrei unter Umgebung. Sie versucht zu atmen, weißt du? Oh je, du musst nicht auftreten, wenn du dich nicht wohlfühlst. Das ist ja nur die Nachmittagsvorstellung. Ich bin sicher, Poppy würde mit Begeisterung für dich einspringen. Habe ich recht, Poppy? Ich sehe mal nach, was hinten los ist. Freddylein, Schätzchen. Was ist, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Wo ist Tim? Jason, wo warst du? Alles okay? Wir haben dich überall gesucht. Oh ja, überall im Zuschauerraum, im Büro, in der Bahn, nirgends eine Spur von ihm. Er sucht dich hinten. Ja, hinten ist der Teufel los und ich meine, Tim sollte Bescheid wissen. Also Schätzchen, ich nehme an, er hat davon gehört. Oh ja, er hat wohl davon gehört. Und er war außer sich. Er hat gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich habe doch ganz genau gesehen, wie du Teddy angeschmachtet hast. Oh Gott. Teddy? Wer ist Teddy? Aber Freddy, kannst du dir das nicht denken? Vielleicht war es auch Nettie. Ah, Nettie. Teddy oder Nettie, eins von beiden jedenfalls. Ich glaube, sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Und du bist auch da. Sicher ist es wahr. Sie kommen. Und wir haben Jason gefunden. Wie lange bist du schon hier? Wie? Meine Damen und Herren, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen? Die Vorstellung... Armer Leute, ihm werden die Erdnüsse im Hals stecken bleiben. Du möchtest wissen, wie? Sauer. Was? Wie sie reagiert hat. Mit einem Wort sauer. Es ist immer dasselbe, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, da versucht man einem armen Teufel auf die Beine zu helfen. Gary, mein Schatz. Dann hat sie auch gesagt, ein Bein zu stellen. Er ist auch wieder aufgetaucht. Alles okay? Was hat er gesagt? Er hat gar nichts gesagt, mein Schatz. Sehr nicht. Nur nicht in der Wohnung rumrühren, hat sie gesagt. Es ist, wenn du jemanden mit den Klauen hast. Dottilein. Sie ist wieder aufgetaucht. Los, altes Mädchen, dein Typ wird verlangt. Alles okay? Alles okay? Alles okay. Na, was ist? Können wir? Vielleicht was Nettie oder Nest. Vorhang auf. Hört mal, ihr beiden, ich will keine große Rede halten, aber Tatsache ist, wir müssen da raus und eine Vorstellung zustande bringen. Und Ja, und das können wir nicht schweigend tun. Wir müssen schon miteinander sprechen. Wie ist besucht? So ist recht, Schätzchen. bravo, Dotti. Nicht schlecht für eine Nachmittagsvorstellung. Die hinteren Reihen sind ziemlich voll. Los, Mädchen, zieh den Lack auf. Da draußen sitzen ein paar alte Herrschaften, die haben vielleicht nicht mehr viel Zeit. Also dann Ruhe bitte. Moment, ein Wort möchte ich noch sagen. 2 Worte möchte ich noch sagen. Wie Sardinen. Die Sardinen. Ruhe auf die Bühne. Was soll denn das? Wir wollen gerade anfangen. Wir sitzen seit einer Stunde da und warten. Sie sind schon gar still geworden, Sie glauben, da ist jemand gestorben. Entschuldige Leute, das war meine Schuld. Ich müsste noch jedem kurz was sagen. Freddy, hast du schon jemals daran gedacht, dich eine Gehirntransplantation zu unterziehen? Entschuldige, falscher Augenblick, Sie. Sonst noch jemand, der glaubt, seine Gedanken kundtun zu müssen. Natürlich nicht jetzt. Was? Ich meine später. Und du hast diese Blumen für Poppy gekauft. Nein, das heißt ja. Und für mich hast du keine Blumen gekauft. Nein, das heißt nein. Tim, hat dich schon mal jemand erschlagen? Ja, das heißt ja. Dann nimm 5 Pfund aus deiner eigenen Tasche, Tim, und geh in den Blumenladen und kauf Blumen für mich. Hat Poppy die Blumen gegeben. Ihr zwei könnt plötzlich alles Gehirn haben, ihr könnt euch teilen. Nicht vereint mit Poppy leiden. Du wirst gebraucht, Mädchen. Erster Akt läuft, Vorhang auf.
nach dem Haus. Aber mittwochs gehe ich schon immer um 1. Und zwar Punkt 1. Das kann ich Ihnen aber flüstern. Nein, weil ich einen leckeren Teller Sardinen habe und es mir damit vor dem Fernseher gemütlich machen will. Die haben hier nämlich wie heißt der noch gleich? Das ist der gleich Zeitung. Und wenn es was mit dem Haus zu tun hat, müssen Sie die Häusermakler anrufen, weil die das Haus vermarkten. Squire, Heckham und wie heißt noch rasch der andere? Nein, die sind nicht in Spanien. Die liegen neben dem Telefon im Arbeitszimmer. Squire, Heckham und Moment. Ich gehe mal nachsehen. Immer dieselbe Geschichte. Kaum hat man es sich gemütlich gemacht, liegt auch schon die Hölle. Meine Haushälterin, ja, aber heute ist der freie Nachmittag, also haben wir das ganze Haus für uns alleine. Ich sehe auf jeden Fall mal nach. Hallo? Jemand zu Hause? Ach was, halb so wild. Arbeitszimmer, Küche mit einiger Wohnung für die Haushälterin. Spitze, und wer ist da? Was? Na, du weißt schon. Ach so, ja, hier doch. Klasse. Jetzt habe ich doch die Sardinen verlegt. Oh, Verzeihung, ich dachte, es sei niemand hier. Ich bin auch nicht hier. Ich bin eigentlich schon weg. Bloß bringen Sie doch jetzt das Begräbnis von, Sie wissen schon, der wo aufgebahrt ist im Mausoleum mit den ganzen Premierenministern und so. Ich bin von der Agentur. Ich bin doch nur vorbeigekommen, um ein paar Dinge zu begutachten. Ich meine, einige Maße zu überprüfen und da und dort etwas anzulegen. Ach ja, hab doch jemanden mitgebracht, der sich für das Haus interessiert. Was ist denn mit dieser Tür los? Ich glaube, sie wird es mieten. Sie ist Feuer und Flamme. Es ist doch gar nicht das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer? Nein, das ist das untere Bad mit Dusche und WC und das hier ist die Haushälterin, Mrs. Crockett. Klecket, Herzchen, klecket. Entschuldige. So Also, du bist schon seit Generationen in der Familie. toll, komm schon. Das geht wesentlich so sein. Vielleicht sollten wir erst noch ein Glas Champagner trinken? Ach was, Sie reden mit hoch. Ja gut, nur... Und lass meine Atti nicht aus den Augen. Nein, Was ist denn? naja, Wegen ihr? sie ist seit Generationen in der Familie. Sardinen. Es steht mir natürlich nicht zu, es zu sagen, Herzchen. Aber wenn Sie meinen Rat wollen, überlegen Sie nicht lange. Greifen Sie zu. Sie werden es nicht bereuen. Oh, danke, toll. Da wäre sie schließlich die Erste. Was? Ja. Bisher waren Sie noch alle begeistert. Oder etwa nicht? Sardinen. Mit leerem Magen kann man sich's einfach nicht gemütlich machen. Hab ich nicht recht? Siehst du, ich bin nicht ganz und sogar Sardinen. Ja. Also, wo geht's lang? Na schön. Bevor die mit ihren Sardinen zurückkommt. Hier rauf, Ja. hier rein. Ja. Schon wieder ein Badezimmer. Nein! Ich meinte auch hier rein. Schwarze Betttücher. Nein, das ist die Wäschekammer. Diese. Das kann ja besser werden. Steht ja nicht mal die Tür auf. Ja, aber Mrs. Clackett hat heute ihren freien Nachmittag. Wir haben das Haus ganz für uns allein. Der ideale Ort für ein Feldkleid. Ach, daheim. Daheim. Unser kleiner geheimer Schlupfwinkel. Der letzte Ort auf der Welt, wo man uns vermuten wird. Also einzuschreiben. Ob Mrs.
fertig die Betten gelüftet hat? Darling, Ja, warum denn nicht? Keine Kinder, kein unerwarteter Besuch. Wir sind ganz für uns allein. stimmt, es hat doch etwas für sich, ein Steuerfrühstück zu sein. Was ist? Das Finanzamt könnte uns hören. Was ich mit den ersten Sardinen gemacht habe, ist mir einfach schleierhaft. Mrs. Beckett! Meine Güte, haben Sie mich jetzt erschreckt. Hier sind nicht das Salz in die Hose gerutscht. Wir auch. Wir dachten, Sie wären schon gegangen. Ich dachte, Sie wären in Spanien. Sind wir auch, sind wir auch. Sie haben uns nicht gesehen. Wir sind nicht hier. Aber Sie werden nicht. Oh ja, danke. Oh je, und ich habe das Bett nicht gelüftet. Ich hole uns eine Wärmflasche. Ich habe alle Betriebe ins Arbeitszimmer getan, Herzchen. Um Himmels Willen, wo sind Sie? Ich habe sie allesamt unter die Brüste getan. Unter welche Brüste? Unter die Giftbrüste auf Ihrem Schreibtisch, Herzchen. Ja, aber ich habe Stimmen gehört. Stimmen? Was für Stimmen? Menschliche Stimmen. Ach, schau mal, sie haben die Sardinen gebracht. Um Himmels Willen. Was ist denn? So nicht runtergehen, ich werde sie holen. Wieso nicht? Mrs. Crackett. Mrs. Crackett? Sie ist unersetzlich. Sardinen hier, Sardinen dort. Es ist wie bei den Seelöwen im Zoo. Ach, Sie wurzeln hier ja immer noch rum. Ja, sehe mich hier noch immer etwas um. Waren Sie in der Wäschekammer? Nein, ich zähle nur die Betttücher und die Kopfkissen und gehe das Inventar durch. Mrs. Blackett. Mrs. Blackett. Ist sonst noch jemand im Haus, Mrs. Blackett? Ich habe niemand nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Stimmen? Hier gibt's keine Stimmen, Herzchen. Ja, dann muss ich mir wohl eingebildet haben. Großer Gott! Wie bitte? Großer Gott, Wieso, was ist? großer Gott, die Tür zum Arbeitszimmer ist offen. Na du, da draußen steht ja noch ein Auto. Aber Mr. Beckhams ist es nicht. Und Mr. Dudley ist auch nicht. Über diese offene Tür in diesem Haus. Letzte Mahnung, Schritte unternommen werden, Sendung, gerichtliche Vorladung. Ach ja, da fällt mir ein, Herr ist gekommen wegen dem Haus. Ich bin nicht hier. Gut, dass er sich bitte hin und stellt in die Sardinen. Ich habe doch die Sardinen vergessen. Ich weiß nicht, wenn ich mir nicht einen Knoten mache, vergesse ich noch, was heute für ein Tag ist. Ich habe das nie bekommen. Ich bin nicht hier. Ich bin in Spanien. Aber wenn ich das nicht bekommen habe, ich auch nicht geöffnet haben. Darling, das ist doch nicht mein Blumenstrauß, oder? Nein, So etwas Luftiges hätte ich mir doch nie gekauft. Oder hast du mir den mal geschenkt? Entzückend. rücks weg, links zurück, hast nie gesehen. Na schön. Ich tu's auf den Speicher zu den anderen hübschen Sachen, die du mir mal geschenkt hast. Nur ruhig nur. Ja, du. Schon wieder steht die Tür zum Arbeitszimmer offen. Was geht hier vor? Was ist denn das für ein Gewummer? Was ist denn das für ein Gewummer? Ach, du bist's. Ich meine, bist du das unter all den Betttüchern und Kopfkissen? Ich meine, ich kann ja hier nicht bis in alle Ewigkeit. Ja, natürlich, wer sonst? Du hast mich doch hier reingeführt zu den schwarzen Betttüchern und lauter so Zeug. Aber Darling, warum hast du denn die Tür abgeschlossen? Warum ich die Tür abgeschlossen habe, warum hast du die Tür abgeschlossen? Also ich habe diese
abgeschlossen. Irgendjemand hat die Tür abgeschlossen. Naja, auf jeden Fall, so können wir hier nicht rumstehen. Na, halb nackt wie du bist. Okay, ich zieh mich ganz aus. Hier rein, hier rein. Darling, dieser Allesgeber, das ist doch nicht der, der so schnell trocknet und immer dann nicht mehr abbricht. Oh, dieses Klettern hat uns Sardinen gebracht. Eine Wandflasche. Ich meine, ich habe mir da nicht hingelegt. Ich meine, ich habe die Wandflasche in der Hand und stehe hier hinten und... Ach, Darling, es muss jemand im Badezimmer sein, der Wandflaschen einfüllt. Warum hast du die Tür abgeschlossen? Keine Panik. Keine Panik. Für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich werde jetzt Mrs. Brockshire holen und sie wird mir sagen, was hier... Arbeitszimmer, Arbeitszimmer, Arbeitszimmer! Darling, ich weiß, es klingt albern, aber... Darling! Darling! Darling, wenn wir nicht ins Bett gehen, dann will ich den Schrein ausräumen. Darling! Warum ist das Steuerbescheid nicht los? Warum stellst du den Sardinenteller nicht hin? Darling, komm von diesen Sardinen nicht los! Darling, stell dich nicht so an. Schon auf den Ofen, wo die Flasche Gift draufsteht. Das Zeug gibt uns alles durch. Ich habe ja schon gehört, dass man von einem Problem nicht loskommt, aber das ist doch einfach idiotisch! Das ist doch einfach idiotisch! Ich sollte was anzeigen, Hey, manchmal möchte ich mich hinsetzen und heulen, wenn ich daran denke, dass ich auf Banken spezialisiert war, dass ich Tresore geknackt und Stahlkammern gesprengt habe. Und was mache ich jetzt? Ich breche in Pappmaché ein. Ich weiß, die sind alle in Spanien. Weiß mir die olle Spinatwachtel in der Kühe gesagt hat. Und die ist auch nicht da. Ich habe sie gerade im Badeanzug aus der Haustür kommen sehen. Wo ist denn die Haustür? Ach ja. Komm, kriegst nicht. Mann, los, laden wir die Kalle voll. Wie? Wenn mal los, laden wir die Halle voll! Los, eine Eile. Ich habe den ganzen verdammten Nachmittag. Also, was habt ihr denn hier zu bieten? Ein Mikrowellenherd? Was kann der bringen? Hoffen Sie, wenn es hochkommt. Doch nicht, dass man einen Finger für Strom macht. Plundert. Wo ist denn hier der Schreibtisch? Ach ja, ist schon was Wahres dran. Gar nicht leicht, sich auf den Ruhestand einzustellen. Ach ja, und dann möchte meine Interessentin natürlich wissen, ob wir jemals schon Phänomene beobachtet worden sind. Ich meine, habt ihr hier schon jemals etwas entmaterialisiert oder sind schon einmal Gegenstände durch die Luft geflogen? Nein, bei uns bewegt sich alles auf zwei Beinen. So wie woanders auch. Schön, ich werde es der Interessentin sagen, sie besichtigt gerade das Arbeitszimmer. Das ist ein Wandel. Nein, es ist niemand im Haus, Herr.
Sehen Sie doch, er sucht irgendetwas. Ich sehe niemand. Sie sehen ihn nicht? Das ist aber merkwürdig. Und wo ist meine Interessentin? Ich habe sie da drin gelassen, sie ist weg. Meine Interessentin ist verschwunden. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt wieder? Da, wo? Die Sardinen. Ach so, die Sardinen. Sie können die Sardinen sehen, ja? Da kann ich die Sardinen sehen. Und ich sehe auch, wo sie landen. Ich lasse diese Sardinen auf jeden Fall nicht mehr aus der Hand. Aber wo ist meine Interessentin? Wenn das so weitergeht, werde ich die ganze Nacht Sardinenbüchsen aufmachen. Rein und raus und rein, wie ein Kuckuck in der Uhr. Vicky! Vicky! Er hat gesagt, Charles, hat er gesagt, du bist jetzt 70. Zeit, die abgesägte Flinte an den Nagel zu hängen. Zeit, einem Jüngeren den Schweißbrille abzudrücken. Wo ist Vicky? Sie wird doch in Schlafzimmer gegangen sein. Ich bin zwar 70, sage ich, doch ich habe noch immer alle Tassen im Schrank. Darauf wusste er nicht zu sagen. Jedenfalls habe ich nicht gehört. Vicky! Vicky! Nein! Das ist doch alles Christ. Das ist sich aber nicht Johannesgeber. Es wird sie bloß durch Hosen. Darling, was meinst du, wenn es nicht durch Hosen frisst? Ob es nicht dann noch weiter frisst? Hör mal, Darling, ich glaube, ich ziehe die Hosen lieber aus. Um Himmels Willen, Darling. Haben wir nicht irgendein Zeug gegen das Zeug, mit dem ich das Zeug wegbringen wollte? Darling, ich meine, wenn es nicht wirklich durch alles frisst. Darling, ich glaube, ich spüre schon. Ich glaube, ich frisst nicht doch vollständig alles. Mit diesem ist das nicht geheuer. Die Steuer! Oh mein Gott, da ist er wieder. Nein, bin ich da. Oh mein Gott, Ich bin im Ausland. der geht im Ausland. Ich muss fort. Bleiben Sie! Bleibe nicht. Bleiben Sie! Nur in Gegenwart meines Nur Anwalts. in Gegenwart. Moment. Sie sind ein Eindringling, ein ganz gewöhnlicher Eindringling. Ja, dann hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mögen Sie eine Sardine? Nein. Sie sind ein Sittenstrolch. Sie haben wirklich etwas angetan. Aber Ihnen wäre nicht das Handwerk. Ach, Sie haben bereits Sardinen. Ja, wenn ich Ihnen nichts anbieten kann, ist alles in Ordnung. Polizei. Dann schaue ich jetzt, dass ich weiterkomme. Kommen Sie zurück. Hallo, Polizei. Jemand ist bei mir eingekommen. Jemand ist bei jemandem eingekommen. Ja, ein Sittenstrolch. Und eine junge Frau ist auch vermisst. Und eine junge Dame ist vermisst. Oh, Entschuldigung, die junge Frau ist wieder aufgetaucht. Alles in Ordnung? Beinahe hätte er sie gesehen. Nein, aber er ist außerdem ein Einbrecher. Er hat unsere Sachen mitgehen lassen. Die Sachen sind hier. Die Sachen sind hier, ja, jetzt fehlen uns nur ein Teller Sardinen. Die Sardinen. Oh, die Sardinen haben sich auch wieder gefunden, Sergeant. Ist das die Polizei? Willst du die Polizei holen? Ich bin doch altnacht. Wie? Was ich eigentlich will? Ja, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Ich dachte, mir ist etwas Schreckliches passiert. Ist mir auch hellig. Kennst du? Wir haben uns erst einen Moment eingearbeitet. Das ist ein ganz gewöhnlicher Sinn. Aber lass mich nicht so sehen. Immer bei der Steuerarbeit muss man gewisse Formen beachten. Ja, also, dann zieh dir was an. Ich habe doch nichts anzuziehen. Ein Badezimmer wird schon irgendetwas sein. Und bring die Sardinen mit. Und bring die Sardinen mit. Was sag ich? Wann habe ich jemals mitten in der Arbeit abhauen müssen, um wenigstens Mist zu machen? Außer so ein blöder Hund kommt daher und fängt da vorne an. Oh mein Gott, und wo ist es denn los?
Bleib da drin und komm nicht raus, bevor du das angezogen hast. Ich wusste es. Ich hätte das Thema nicht abschneiden dürfen. Darling, Hilfe! Wo bist du? Da ist jemand drin. Sieh es erst mal an. Ich bin schon noch ein Oberteil. Ich bin ein Oberteil. Ich bin irgendwas. Ich hab dir doch nur dein Kleid abgenommen. Wo warst du? Ich bin voll verrückt geworden. Sie meinen, weil ich im Zustand nicht bin. Darling, ich war gerade dabei, Ihnen zu erklären, was die Steuer ist und jetzt. Und da bin ich kleben geblieben. Hören Sie auf, hier mit diesem Menschenvollen Gesicht und so reden. Ich suche nämlich etwas. Ich sehe mal wieder an. Wenigstens ein paar goldene Hähne. Grüne Hähne. Wer sind Sie? Ich war Chef der Inspektion. Inspektion? Jawohl, ich muss den Wasserstaat aussteuern. Eine Steuern, Einkommensteuern? Jawohl, ich Steuern aussteuern. Überall Steuerinspektoren. Oh mein Gott! Der andere. Jetzt fliegen wir auch noch elektrisch durch die Gegend. Irgendetwas ist hier nicht geheuer. Bist du endlich angezogen? Jetzt lebt mir am Kopf. Ich nehme mir die Hähne vor dem Bad. Er nimmt sich die schöne vor den Bart. Jawohl, Chef, ich probiere alles aus, aber zuerst die Hähne. Überreiße und Streuke. Wo ist Vicky? Vicky! Da habe ich nicht gelernt, ich verduchte. Wenn Sie Gründe, dann darf ich Sie nicht festmachen. Okay, Chef, ich werde zuerst das Ding festmachen. Vicky! Vicky! Noch kein Steinchentrick? Ich meine, er sollte doch viel kommen. Ich meine, es ist doch längst. Ich meine, es ist doch längst. Naja, es ist auf jeden Fall schon nach 3, weil es ist schon eine Ewigkeit und, naja, es muss auf jeden Fall schon fast 5 sein. Ach, das sind Sie ja schon. Sie hatten sich wohl versteckt, wie? Ja, und das ist Ihre entzückende Gattin. Ja, Sie möchten jetzt also das Haus besichtigen, Scheich? Gut, in Ordnung. Da Sie schon einmal oben sind, Der und sein Flittchen, die sollen ihn kennenlernen. lassen Sie uns unten anfangen. Wer sind Sie? Wer sind diese Leute? Entschuldigen Sie vielmals, ich weiß nicht, wer diese Dame ist. Sie gehört auf jeden Fall nicht zu Hause, das versichere ich Ihnen. Wohingegen diese gute Frau in den Sardinen Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Nicht mit den Sardinenherzchen, diesmal esse ich sie. Ja, aber hier... Mrs. Clackett, wer sind diese Leute? Scheißtücher? Hier haben wir... Ah, Ihre Hähne, Schäfer. Ihre Hähne sind futsch. Hier haben wir ihn... Die Scheißtücher! Welche Scheißtücher? Die Tücher von meinem Bett sind weg! Oh, dieses diebische Gesindel! Her mit dem Betttuch, die Spitzbube! Ein kleines Mädchen, soweit ich sehen konnte, bevor sie weggelaufen ist. Was? Wo ist mein anderes Betttuch? Ah, das Haus. Welcher Frieden? Ah, das verdammt Frieden. Sie? Sie? Hör zu, ich muss jetzt mit dir reden. Tut mir leid, ich weiß, es ist nicht der richtige Moment. Es ist nie der richtige Moment. Ich habe versucht, dich anzurufen,
aber du bist ja nie da. Ich weiß, du probierst den ganzen Tag, aber du bist auch nachts nicht da. Und morgens bist du auch nicht da. Weißt du jetzt heute, wo du bist? Nein, lass mich nicht abwimmeln. Ich sage es dir jetzt, denn sobald der Vorhang hinten und unten ist, bist du hinten bei ihr, das weiß ich. Sie macht Schwierigkeiten, oder? Ich hab dich mit dem Kaktus gesehen, ich bin nicht blind. Und dann fährst du mit dem Hexenzug zurück nach London. Aber schon langsam fange ich an, deine Spielchen zu durchschauen, Leute. Ich wette, in Richard den Dritten hast du auch jemanden oder etwa nicht. Aber diesmal kannst du dich nicht so einfach aus der Affäre ziehen. Tut mir leid, aber ich muss es sagen, ich bin nämlich schwanger. So und so.